Du weißt ja, du wirst bald sterben. Wie gehst du damit um? Hast du Angst vor dem Tod? Nein, eben gar nicht. Muss ich wirklich sagen, kann ich jedem bezeugen, ich freue mich. Weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin der Sepp Meyer-Hörmann, im Allgäu geboren, ein ganz kleiner Ort mit 350 Seelen. Ettelried nennt sich der, kleinen Bauernhof. Vor über einem Jahr hat sich ein Karzinom im Darm eingestellt bei mir, das hat man dann entfernt. Waren aber dann schon so kleine Metastasen in der Leber. Die hat man auch dann durch ein Dutzend Chemotherapien zurückgedrängt. Ja, ging ganz gut so einigermaßen. Gut, aber jetzt ab November habe ich dann Schmerzen gehabt. Da habe ich schon gewusst, dass sich das nicht mehr lange hinzieht. Und die Ärzte haben mir das jetzt auch bestätigt. Und ich bin jetzt im Hospiz hier in München, Bogenhausen, in der Effnerstraße 93 gelandet. Und da werde ich jetzt meine letzten Wochen, Tage, was weiß ich, verbringen, bis der Herr Jesus Christus eben zu dem Ja sagt, dass ich zu ihm darf. Ja, man könnte sagen, ja, gut, unsere Familie war also nicht gerade so groß angesehen. Mein Vater hat dann getrunken. Ja, für uns Kinder war das dann eben nicht so leicht. Da ging es eben viel an Schimpfen und so und so. 1974 habe ich mir von meiner Mutter eine Bibel gewünscht. Und die habe ich dann so innerhalb 2 Jahre so von vorne bis hinten wie ein Buch ausgelesen. Und da habe ich dann auch freies Beten dort gemacht, das habe ich immer schon. Und das durfte ich auch verstehen, so mit 12, 13 Jahren. Jesus Christus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, hat sein Blut, sein Leben gegeben. So, aber die zweite Sache, das hat noch gefehlt, da haben wir 40 Jahre inzwischen gestanden, bis eben ich ihm mein Leben übergeben habe, weil ich es eben nicht gewusst habe. Wer hätte mir das gesagt? Und irgendwie waren die Ohren verschlossen. Mit der Bibel lesen, ja, wenig verstanden, sagen wir mal so, wenig verstanden. Aber das habe ich verstanden, dass Jesus so herrlich, so rein ist und bei mir fehlt's. Versteht ihr? Also da klafft ein Loch. Gut, dann bin ich aber auch viel in Sünde gefallen, also schlimm, muss man sagen. Mit, ja, irgendwann mal ein Ehebruch, das ist schlimm genug. Und ja, Stehlen, das war mir nicht so, von der Arbeit mal was mitnehmen und das, was ich brauchen kann. Betrügen, Versicherung oder so, ja, ein bisschen so. Also nicht so besonders. Also die Sünden, wo ich gemacht habe, die gehen in den Raum gar nicht rein. Gut, und dann, ja, dann ging das eben in der Arbeit so ein bisschen knapp. Die haben ja auch schon ein paar Mal dann, ja, Verwarnung und so, wisst ihr schon. Dann habe ich wieder Bibel in die Hand genommen mit 40, 45. Ich habe viel eben drin gelesen und vor allem hat es mich berührt. Ich habe viel geweint. Ja gut, dann kam das eben, dass meine Frau mich da irgendwann rausgeschmissen hat zu Hause von dem gemeinsamen Haus, das ich gebaut habe. Und da hat sie auch recht gehabt. Und ich bin dann 98 in München gelandet. Ich bekam einen kleinen Flyer in der Fußgängerzone. Vortrag, Werner Gitt, sagt mir nichts. Am Montag war das, 13. Juni 99, weiß ich noch ganz genau am Abend. Und da hat Gott meine Ohren aufgemacht. Gott will eine Lebensübergabe, dass er wirklich Chef in unserem Leben sein darf und Herr. Und das habe ich unter Tränen und mit Freude gemacht. Das habe ich dann mein ganzes Leben gesucht, habe und gedacht. Wirklich, es ist wirklich, also wenn der lebendige Schöpfer Mensch wird und uns alles vergibt, also ich kann es nicht verstehen, das kann kein Mensch verstehen, dass jemand so eine Liebe zu uns Menschen hat. Und jeden Einzelnen, nicht den Besonderen, irgendeinen Präsidenten und das. Und ich darf jeden Tag und jede Stunde zu ihm kommen und mit ihm reden. Und darum freue ich mich jetzt auch, dass ich zu ihm darf. Die letzte Wegstrecke, ich gehe nicht mehr zurück. Auch nicht, wenn mir jemand sagt, du bist jetzt Millionär und hast 5 Wolkenkratzer oder sonst. Nein. Auch gesund nicht. Nein. Danke. Ich bin jetzt auf dem letzten Weg und da weiß ich, in seiner Herrlichkeit ist schön.
diese Erde kriegt den Körper, der ist so und so schon halb verfault und der wird es dann auch noch vollends tun. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er diesen Jesus Christus kennenlernt. Von ganzem Herzen. I died for you.